Im österreichischen Herzogenburg gibt es wohl Klärungsbedarf zwischen Mutter und Tochter. Diese einseitig geliebte Figur war schon immer in der Familie und hat eine namhafte Signatur auf der Unterseite. Seitdem ich gesehen habe, Wiener Werkstätten, passe ich sehr auf beim Putzen. Also sprich, es gibt zwei Parteien. Die eine sagt Kunst, die andere sagt Krempel. Ist das so? Ja, so ungefähr. Kommt hin. Schauen wir mal, wer recht hat. Ja, genau. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie bringen uns zwei sehr schöne Keramikobjekte. Was hat es damit auf sich? Kommen die aus Ihrer Familie? Die kommen aus der Familie meines Mannes. Es weiß eigentlich niemand, wie sie in die Familie gekommen sind. Wir glaubten immer, es ist ein Mitbringsel aus Afrika oder Asien. Wirklich? Und irgendjemand hat dann einmal, es war eine Keramikerin, die hat gesagt, sie glaubt, dass das was Besonderes ist. Ja. Leider ist einer zerbrochen. Aber dann schauen wir uns doch einfach mal an. Wir haben hier eine Figur, die was auf dem Kopf trägt. Das ist erst die Frage, männliche Figur, weibliche Figur. Es ist wohl eher eine männliche Figur, aber so auf den ersten Blick wirkt es nicht so ganz eindeutig. Und das Zweite, einfach vom Material her, es ist Keramik, deswegen natürlich auch zerbrechliches Material. Keramik, die glasiert ist und hier eben mit diesem Wechselspiel arbeitet. Die eine Hälfte oben schwarz, die andere Hälfte gelb und unten wechselt es wieder. Und auf dem Kopf trägt die Figur einen Krug, was vielleicht zu ihrer Assoziation geführt hat damals mit Afrika, was man nachvollziehen kann. Ja. Was hat die für eine Funktion, die Figur? Was hat die für einen Zweck? Und wenn man die mal so ein bisschen kippt und dann schauen wir das da oben an, dann ist da oben so ein Schlitz. Das wäre der Hinweis dafür, dass da noch was drauf war. Und vermutlich war da irgendeine Fassung drauf. Es handelt sich hier wahrscheinlich um einen Lampenfuß. Das heißt, Sie haben hier noch eine Metallfassung mit Glühbirne und dann irgendeine Art von Schirm drauf. Und wenn wir es uns noch mal weiter anschauen, dann auf der Unterseite, dann gibt es hier Stempel. Unter anderem ist ein WW-Stempel. Und WW ist ja Wiener Werkstätte. Und die Wiener Werkstätte, das war ja so eine Künstlergemeinschaft, die 1903 gegründet worden ist, von Kohlmann Moser, Josef Hoffmann und Fritz Werndorfer. Man wollte das Kunstgewerbe, Kunsthandwerk irgendwie einerseits reformieren, so ein bisschen nach englischem Vorbild und wollte eine neue Basis schaffen eigentlich für das Kunsthandwerk. Ja. Und da hat man wirklich alles Mögliche gemacht bei den Wiener Werkstätten, Textilien, Keramiken, aber auch Glas und Metall. Aber was hier spannend ist, es ist nicht nur der Stempel der Wiener Werkstätte drauf, sondern da sind noch andere Stempel auch drauf. Genau, und dann gehen wir zu dem anderen Stempel. Der andere Stempel ist ein VW und das steht für Walli Wieseltier. Die Walli Wieseltier war eigentlich eine extrem schillernde Figur in der Wiener Werkstätte. Wir wissen, dass sie aus einer sehr reichen jüdischen Familie entstammt und schon irrsinnig früh überzeugt war, dass sie in eine künstlerische Laufbahn einschlagen möchte. Und ihre Mutter hat das dann irgendwann zugelassen und wollte eine adäquate Ausbildung für sie finden. Und die Akademie hat damals keine Frauen aufgenommen, bis 1920. Das heißt, wenn eine Frau eine künstlerische Ausbildung haben wollte, dann blieb ihr nur so eine Malschule für Frauen und Mädchen, wo man halt ein bisschen malen konnte. Das war übrigens ganz ähnlich in München. Ja. Da gab es nach dem Ersten Weltkrieg, ab 1919 durften Frauen an der Akademie studieren. Und vorher mussten sie sich an privaten Malschulen ausbilden. Also wenn man beispielsweise an Gabriele Münter denkt. Da muss ich vielleicht jetzt noch dazu sagen, das ist nämlich auch eine spannende Geschichte. Walli Wieseltier hat aber dann gesagt, der Anspruch auf dieser Kunstschule, das ist mir viel zu wenig, aber ich weiß, dass es die Kunstgewerbeschule gibt. Und auf der Kunstgewerbeschule haben die Mitbegründer der Wiener Werkstätte, Josef Hoffmann und Kolo Moser, mitunter unterrichtet. Und das war eine irrsinnig qualitative Ausbildung. Und Walli Wieseltier hat dann dort die Aufnahmeprüfung bestanden, ist dann dort aufgenommen worden. Und es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass sie irrsinnig gut ist, dass sie sehr talentiert ist, einen irrsinnigen Biss hat. Und somit wurde sie nach ihrer Ausbildung dort gleich in den Wiener Werkstätten aufgenommen und hat ein keramisches Atelier bekommen und hat dann dort mitunter als Keramikerin gearbeitet. Man konnte dort mehrere Fächer belegen. Sie hat sich auch mit Textil beschäftigt, aber ihre große Passion war eigentlich die Keramik. Sie ist dann von 1920 bis 1922 bei der Wiener Werkstätte gewesen. Und es gab aber dann so ein bisschen persönliche Diskrepanzen, wodurch sie sich dann selbstständig gemacht hat und ein eigenes Atelier in Wien gegründet hat. Das war bis 1927.
wo sie dann ihr Atelier wieder an die Wiener Werkstätte verkauft hat, dort wieder eingestiegen ist, aber unter einer neuen Position. Sie hat nämlich dann die Keramikwerkstätten geleitet. Hat dann auch für jedes einzelne verkaufte Stück hat sie 10% des Verkaufserlös bekommen, also sie wurde dann sehr gut entlohnt. Es ist nämlich sehr spannend. Man würde ja glauben, es ist ein Leuchterpaar. Genau. Es ist aber, wenn man das jetzt nur rein formal anschaut, es ist zweimal die gleiche Figur. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, ja? Also es ist zweimal eine absolut gleiche Figur, aber man erkennt das lustigerweise gar nicht auf den ersten Blick. Das ist auch eine große Kunst der Wiener Werkstätte, weil diese Figuren sind also mehrfach entstanden. Das heißt, der Künstler hat seine Originalkeramik gemacht, die Wiener Werkstätte hat dann es entweder abgenommen oder nicht. Das heißt, sie haben entweder gesagt, ja passt, die nehmen wir und legen auf, oder eben nicht. Dafür wurde er an und für sich mit Tantiemen entlohnt und dann waren Modelleurinnen der Wiener Werkstätte tätig und haben diese Figuren nachmodelliert. Und die Wiener Werkstätte hat aber dann gesagt, es ist überhaupt keine Massenproduktion, weil es ist alles handgemacht. Wir modellieren das nach dem Original ab. Und wenn man jetzt die beiden Köpfe gemeinsam nebeneinander sieht, sieht man, es ist beides ein absolutes Unikat, weil die Glasur ist so anders, ja, dass es auf den ersten Blick überhaupt nicht aussieht wie das gleiche Modell. Es ist dann auch, wenn wir dann an der Oberseite schauen, wo also diese Montierung stattgefunden hat von der Lampe, sieht man auch hier ist der Abschluss ein ganz anderer. Und ich finde das irrsinnig spannend. Die Glasur ist viel matter, viel rauer. Hier ist sie viel glänzender. Wenn wir es noch mal ganz kurz an der Unterseite ansehen, das finde ich auch sehr spannend. Wir haben also hier zweimal die Marke, zweimal Wiener Werkstätte, zweimal die Modellnummer und dann haben wir zweimal Wally Wieseltier und darunter haben wir aber dann noch eine Ziffer. Wir haben hier an dem kompletten die Nummer 7 und am anderen haben wir die Nummer 3. Das heißt, das war einfach die Stückzahl, die gemacht worden ist nach der Originalkeramik. Ja, vermutlich gab es sogar noch mehr. Also das können wir jetzt nicht genau nachweisen, weil wenn jetzt eine auftaucht, wo die Nummer 10 drauf ist, dann wissen wir, es gibt mindestens 10 oder es gab mindestens 10 Stück davon. Mich würde jetzt noch interessieren, ob es Ihnen gefällt, ob Ihnen die Objekte gefallen. Also mir nicht. Sagt mir gar nicht zu. Nein. Und Ihnen? Leider. Ich habe mich gewöhnt dran. Das ist lustig. Also es gibt sehr viele Menschen, denen diese Objekte sehr gut gefallen und sie werden auch wirklich hoch gehandelt. Es sind trotzdem Kunstgewerbegegenstände, das heißt, sie hatten eben eine Funktion, aber man kann hier einen Rahmen setzen von ca. 8.000 bis 10.000 Euro für eine ganze Figur. Na, Vielleicht wird es Ihnen ein bisschen besser gefallen. Vielen Dank fürs Zeigen. Beim Putzen muss ich jetzt wirklich aufpassen. Würde ich aufpassen, ja. Lieber verstauben lassen. Ja, Ganz. Vielen Dank. Ja, danke schön. Wiedersehen. Ja. ich weiß nicht, was sie wert ist, jetzt müssen wir aufpassen. Und können Sie sich vielleicht vorstellen, sie jetzt doch in Ihre Wohnung zu stellen? Nein. Ich könnte sie mir vorstellen zu verkaufen.